Gut, da gibt man lass leben an dieser Pressekonferenz um Nationalvorstand von Montgebel. Ich so eine ganz große Merci für Ihre Präsenz heute mit den. Das nämlich als letzten Komitee National für den Sommervakanzen wir gerade gefangen wir sind ganz froh, dass die hier sind, für das auch zu berichten, was der dirwischt Gremium von Montgebel für politische Prioritäten gesagt wird an dem aktuellen Kontext, an dem wir uns befinden. Und das ist eigentlich nicht verwunderlich, dass wir auch mit der Situation an Frankreich angefangen haben. Eine Situation, die uns extrem präoccupiert. Die wisst, dass der Montgebel politisch unabhängig ist, an sich nicht zu einer politischer Partei oder der andere bekannt, mehr aber nicht, das nicht bedeutet, dass ein Montgebel politisch neutral ist, weil das immer nicht. Wir haben natürlich Positionen, die wir verteidigen, wir haben Visionen für die Interesse von den schaffenden Leuten und ihre Familien, wir haben Forderungen, an die sind oft am Konträr zu dem von der rechtsextremen Parteien, weil die rechtsextremen Parteien oft der Feind sind von den schaffenden Leuten. Das sehen wir auf europäischem Plan, das sehen wir auf internationalem Plan, und das extrem erschreckend, wenn ihr gesagt was da Frankreich passiert, weil das bedeutet auch für uns, dass es direkt negativ Konsequenzen hat für all die schaffenden Leute auf Frankreich, auch finalement für ganz Europa ein schlechtes Signal ist. Aus dem Grund hat der Montgebel auch einen Aufruf gemacht gehabt, für Barrage zu machen zur extrem Droite, da das an unserer DNA verankert. Das steht an unserer politischer Programmatik, das sind als Werte, die wir verteidigen, das für das wir alltag anstehen. Wir stehen an für Gleichberechtigung, wir stehen an gegen alle Formen von Diskrimination, Hetz und Ausländerfeindlichkeit. Wir stehen an gegen den Rechtsextremismus und da machen wir das natürlich auch an diesem Fall, wo wir konkreten Abschwung haben von der extremen Droite. Das ist ein Auftrag vis-à-vis von den Membern, und ich sage das ganz klar, weil auch wir haben Membern, die auf Frankreich leben, wie ihr wisst, ganz viel sogar, an die Frontalier sind, die all zu Lützeburg schaffen kommen, und zu unserem Reichtum beisteuern. Wir haben noch Membern, die zu Lützeburg leben, auf französischer Nationalität sind, die sogar zu Lützeburg wählen für hier das Parlament. Und die sind direkt betroffen von dem, was dezidiert wird, an indirekt oder an zweiter Konsequenz immer alle Gute betroffen von dem, was passiert, also egal wie durch den nächsten Tour auf Frankreich sonden. Wir haben eine reelle Menace, dass am zweiten Tour eine absolute Majorität für den heran können, dann machen wir Opposition und wir rufen ob du auch Barrage zu machen. Wir wissen, dass rechtsextreme Parteien immer gegen die Projekte, Gesetze, Reglemente, Stimmen, Direktiven, Rekommendationen, die alles betreffen, also die schaffen Leute, all die Sachen, die wichtig sind für uns, Frau von den Mindestlohn, Frau von den Renten, Frau von den Kollektivverträgen, haben wir immer Gegenwand von den extrem rechten Parteien, und dafür ist es ganz wichtig, dass wir es hier alle Guten wären. Aber schlussendlich muss ich auch so, und wir wissen das alle gut, als das, was in Frankreich passiert, Konsequenz von einer Politik, die geführt genauso wird die letzten Jahre, wo die Leute ausgeschlossen sind aus den politischen Decisionen, an abgestanden sind, an sich gewehrt tun, an aber nicht gelauscht hat gesehen. Und da auf so vielen Fronten, an so vielen Niveaus, an das mit den Gilets jaunes, an der Bewegung für die Kaufkraft von Leuten angefangen, und hat schlussendlich mit dem Dossier von der Rentenreform abgehalten, mit ganz viele Leute, die an den Straße gegangen sind, die sich gewehrt tun, die abgestanden sind, an die aber mit Face getrippelt gesehen. Und das alles hat dazu geführt, dass auf Frankreich die Inegalitäten geworden sind extrem an den letzten Jahren, dass Prekarität von den Leuten geworden ist, dass viele Junker frustriert sind, politisch frustriert sind, dass Angst für die Zukunft und Existenzangst, dass die Frustrationen da an ihrem Wort aus
drücken, an mal einen Appell machen, auch und durch das, was du geschieht, und als Lützebauer Regierung die Fehler du nicht als Lützeburg zu wiederholen, an ob die Leute zu lauschen, an den Sozialdialog hochzuhalten, an das Echt zu holen, an dafür zu sorgen, dass die Inegalitäten nicht weiter raufgehen, mehr au contraire raufgehen, weil schlussendlich also durch das eine Verantwortung von einer Politik dafür zu sorgen, dass es den Leuten besser geht, und nicht mehr schlecht geht, und dass es Männerungleichheiten, an Männerungerechtigkeiten gibt, und nicht mehr. Und das ist eine politische Responsabilität, die wir erwarten von allen politischen Leadern an allen Ländern an eben noch heute zu Lützeburg. Und das ist wirklich ein warmer Appell und als Regierung, die wüsste, dass der OGBL für die Wahlen und nach den Wahlen vieles kritisiert hat, was CSV und DP an ihrem Wahlprogramm, an ihrem Koalitionsprogramm stehen hatten. Leider muss man das wiederholen, nur der Rede zum Etat de la Nation. Auch du haben wir uns schon dazu geäußert, mich rappellieren, dass das, was am Etat de la Nation steht, eigentlich die Gedanken rumspiegelt von der aktuellen Regierung, von der sogenannten Trickle-Down-Ökonomie, wo wir alles setzen auf die Entreprisen, auf die Ökonomie, auf Kompetitivität von den Entreprisen, an hoffen, dass ihnen etwas suchen bei den Leuten. Wir warnen für große soziale Frakturen, die dadurch entstehen, an weiteren Inegalitäten, die könnten herabgehen. Am Moment gibt ja noch vieles versprochen, gibt gesagt, gibt keinem etwas waschgeholt, wir haben die Depensen hoch, wir haben die Investitionen hoch, was gut ist. Noch die Leute passiert nicht. Wir auch hier warnen wir für drin, dass es auf keinen Fall an der aktuellen Politik, von der aktuellen Regierung, zu einem gewissen Zeitpunkt zu einer Austeritätspolitik kommen. Weil wir kennen die fatalen Konsequenzen von den Austeritätspolitiken an Europa, die gefordert gesehen, nur der Weltwirtschaftskrise, die Konsequenzen auf politischem Niveau, die man zum den nach Matt drohen, die Konsequenzen auf ökonomischem Niveau, auf sozialem Niveau, am Leben, am Alltag, noch da eine Warnung, dass die Regierung nicht auf keinen Fall zulassen. Wir waren erfeuert darüber, dass am Etat de la Nation ganz wenig über den Sozialdialog gesprochen ging. Wir haben nur geguckt, das wird Gewerkschaften als Mal-Gefall an der ganzen Rede, dass ganz wenig in Richtung von einer gerechten Umverteilung diskutiert gehen. Das aber ganz viel gesucht gehen zu keiner Armut. Das ist ja eigentlich gut. Aber wir sind froh, dass die Regierung sich das auf die Fahne geschrieben hat und sich auch viel geholt hat, du gehen 40 gehen. Aber auch hier muss man leider sagen, dass keine Armut nicht mit der Simplifikation administrativ bekämpft gehen. Das geht nicht durch. Wir brauchen da konkret Investissementen. Wir müssen so an einer Zeit, wo ein Militärbudget mehr wie verdoppelt wird, geht es nicht durch, so bei der Armutsfrage machen wir Simplifikation administrativ. Wenn keiner arm sind, dann ist es, weil die Älteren arm sind. Das kannst du nicht von nicht. Aber wenn Älteren arm sind, dann sind wir bei den unterschiedlichen Schichten an der Gesellschaft. Und auch das sind Leute, die wir vertreten. Und da muss ich etwas machen, und etwas konkret machen. Mit du als Keyword wird verloren über die eventuelle Erhöhung vom Rewe, eine Langforderung vom OGBL, die wisst das. Es wird mal nicht geschwart über den Mindestlohn. Und das ist am Anfang etwas, was das real markiert wird. Wir haben eine europäische Direktive, die auch belegt, dass der Mindestlohn zu Lützeburg zu niedrig ist. Das ist nicht hoch genug für und ganz vom Medianlohn an vom Durchschnittslohn zu kommen, wo ein Mindestlohn misstun. Das ist nicht hoch genug auch für den Budget de Referenz vom Stadtteil zu kouvrieren. Wir haben ein Defizit an einen Nachholbedarf auf einem Niveau vom aktuellen Mindestlohn zu Lützeburg. Wenn ihr seht, wir wollen keine Armut bekämpfen, dann muss ich natürlich auch die Armut von den Älteren bekämpfen, und dann ist das nicht hier will, weil das sind Leute, die schaffen gehen, und die Ende vom Mond arm sind. Und das wisst ihr, dass wir zu Lützeburg den traurigen Rekord schlagen von den höchsten Tod und Working Poor an der ganzen Eurozone.
den höchsten To Leute, die arm sind, obwohl sie einer regelmäßige Arbeit noch gehen, an die noch kann an die sie noch arm, an dafür aus der Tische in Hirvel, wo hat Misten gepackt gehen. Weiter geht es bei den Familien, dann bei all der Froh von den Allokation familial, wenn ich mal als Regierung gebe, so, wir machen etwas gegen keine Armut, ja, da muss man auch etwas auf die Allokation familial machen. Die wisst, dass Nogibel schon ganz, ganz lang fordert, dass man eine strukturelle Erhöhung von der Allokation familial vom Kannergeld für allem kriegen, das ist nicht passiert. Wir sind nur froh, dass wir eine Reindexierung haben, mit dafür haben wir schon lange gekämpft, mit trotzdem haben wir einen Werteverlust, just wenn ich von heute zurückblicke auf 2014, und das ist nach lang für rund desindexiert gewesen, Kannergeld, von 8% Retard auf dem Kannergeld. Und da das ist strukturellen Defizit, den wir da haben. Und das möchte Familie mehr arm. Dazu kommt nach der Reform von 2015, wo Familie monoparental nach einem mehr Verlust erlitten haben, Familie nombröse, also man mehr wie eng kann, nach einem mehr Verlust erlitten haben. Und dafür als Statio den echten hier will auch den Mist uppacken, wenn ihr seht, wir wollen dafür sichern, dass man am Kanal zu Lützeburg gehen. Aber wie gesagt, auch dazu gut kein Wort. Das heißt, wir haben aber nur ein großes Schlagwort, aber gleichzeitig wenig konkret Aktionen. Wir sind noch parallel dazu, dass wir die höchsten Tore Working Poor haben, dass wir ganz den höchsten Tore Inegalitäten haben, dass die Seuil de Pauvreté zu Lützeburg dauernd wies, dann auch hoch ist an der europäischen Moyenne. Als Lützeburg schon auch bei den Ländern, wo die Effektivität von den Transfersozialen und sich am meisten aufgeholt hat. Das heißt, wir haben die höchsten Bass und Effektivität von den Transfersozialen an der Eurozone. Alles das weist aber darauf hin, dass es usisch einfach wäre, politische Akzente zu setzen, aber wirklich etwas dafür zu machen, dass es den Familien finanziell besser geht und man da auch keine Armut bekämpft kann gehen. Aber wenn ihr da seht, wir wollen, dass es der Familie finanziell besser geht, dann ist natürlich auch ein ganz klaren Levier Steuerpolitik. Und ihr wisst das von uns, wir warten ganz lange über eine Steuerreform. Wir setzen uns ganz lang an dafür, dass mehr Steuergerechtigkeit zu Lützeburg passiert. Das wird die Steuerpolitik, wo ich kann Ungleichheiten aus der Gesellschaft wegschaffen, das den Outil par excellence, wo man können dafür sorgen, dass es mehr gerechte Umverteilung gibt. An passiert nicht. Das lang gesagt gehen, die Reform konnte nicht passieren an der letzten Mandatsperiode von der Regierung, das Covid ist dazwischen kommt, lo ist die neue Regierung am Platz, und noch sie mich darum versprechen, dass sie irgendwann könnt, die große Steuerreform, mir nicht konkret. Wir warten seit ewig darüber, dass wir dann endlich vielleicht mehr eine gerechte Steuerlastverteilung kriegen. Und leider bleibt es abstrakt. Und leider können die Leute sich da immer da Ende vom Monat nicht kaufen. Par contre, wo es ganz konkret geht, das bei den Betrieben. Die kriegen dann direkt nächstes Jahr eine Steuersenkung versprochen. Wie ihr wisst, haben wir da schon ein angekündigt Bass von der Steuer von 17 auf 16%. Mir bei den Personenphysiken wird weder gesagt, dass die innerste Revenusklasse soll immer noch besteuert gehen. Es wird nachgesucht, dass der Mittelstandsbuckel soll aufgeflacht gehen. Und es wird schon gut nicht gesagt, dass die ewige Revenusklasse soll mehr besteuert gehen. Mit der aktuellen Regierung wird auch nicht gesagt, dass Kapital an den Patrimoine soll mehr besteuert gehen. Und der Kontra passiert eigentlich mit weiteren fiskalischen Kadoen. Beispiele dafür sind primpartizipativ, das Regime des Impatriés, die verbessert sollen gehen. Das sind am Anfang falsche Signale. Und ich so, dass falsche Signale par rapport zu einer Situation von einem Land, wo man immer mehr Ungleichheiten haben, falsche Signale, aber auch par rapport zu einer Situation von Europa, wo wir mit weiter das Steuerdumping so befördern, indem wir auf denen dort Niveau Kado machen und auf den anderen bei den Personenphysiken am Anfang just Versprechen machen. Das einzig konkret, was wir haben, und darüber sind wir auch froh, und das will ich aber auch so, weil der Nogibel steht zu der Forderung, die wir lange hatten, dass die Adaptation vom Steuerbarem und Inflation. Ich erinnere daran, dass mehrere doch waren, die an den Tripartiten immer rumgesucht haben, Madab ist gegen die Progression, weil am anderen Fall sind es ja verstoppte Steuererhöhungen,
die schaffen Leute dann pensioniert andauernd erleiden, weil man immer Männer netto hun bei all Indextranche. An mir hu du fir gekämpft an den Tripartiten, du komme jo en Deel Adaptation vum Barhim, dat war den Durchgangen an losi nach enke 2,5 Tranchen, die sollen adaptiert gehen. Das ist ein ganz gut Sache, eine wichtige Sache. Ich muss aber auch daran erinnern, dass dann nach immer Tranchen fehlen, für ob da zu kommen, wo wir sind, und für uns alle in der Zukunft, wir werden bei allen Indextranchen, die erfällt, müssen uns dafür ersetzen, dass den Nettoindex Verlust nicht passiert, an Empfang, an Eisen an, da tun wir immer gesagt, müsste ein Automatismus gehen, gegen die Kalkulation, an den Automatismus von der Anpassung vom Steuerbarem und der Inflation. Und wenn wir bei der Steuern sind, an der Frage von der Umverteilung, dann waren wir sehr beim Thema vom Logement. Ich meine, du hast keine Pressekonferenz zum Logement, weil du kennst mal eine ganze Stunde darüber verlieren, aber just an einem Satz gesagt, wir sind froh, dass die Regierung verstanden hat, dass es eine Krise gibt. Wir da tun noch schon andere Regierungen, haben nicht verstanden, dass aber nicht viel passiert. Analoge den Punkteplan, Aktionsplan 4 gelöst, für die Logementskrise 4 zu gehen. Mit dem Problem ist, dass die Krise aber nicht bei der Wurzel angepackt wird. Und das fehlt einfach manifestement an den politischen Aktionen, die geholfen sind. Das heißt, wir haben nicht den Paradigmenwechsel, den wir bräuchten. Wir haben nicht die Attacke auf dem fundamental auf das Problem, dass Preise vom Logement müssen diskutiert gehen und Ruf gesagt gehen. Und dafür müsste man Spekulationen da machen. Das nicht das, was mit dem heutigen Aktionsplan zum Logement passiert. Au contraire, haben wir weiter fiskalische Erleichterungen für Promoteuren an Großbesitzer. Wir haben auch noch immer kein seriöses Plafond auf den Loyern. Und die wisst, dass Lokatieren die sind, die am meisten exposiert sind, noch einem Armutsrisiko, an anderem zurück zum nächsten Thema. Wenn man da etwas machen, dann muss man auch die Loyen seriös deckeln. Und die explodieren aber, und du könnt nicht, du hast keine Reform von einem Bayer Loyer mit einem seriösen Loyersproblem, Plafond, pardon. Und wir haben einen dritten Akzent, wo hat Mr. gesagt, gehen nachher mal nicht mehr Logement abordable an öffentlicher Hand. Und da tun wir alle gut gesehen. Es geht aber präkonisiert, dass der privaten Promoteur soll weiter Logement abordable bauen an dem Staat dann zur Verfügung stellen, den ein Teil vom Leute geben, verholen für die Leute. Mit dummer da kriegen wir das Problem nicht an den Griff, weil Preise weiter werden an die Lut gehen. Und so sind wir hier eigentlich auch leider nicht zufriedengestellt von den Lesungen, die über den Etat de la Nation noch schon viel geschlagen gesehen. Auch heute zum Rappel, weil ich viel gesagt habe, der Sozialdialog spielt keine große Rolle an allen großen Debatten. Ihr wisst, wir sind nicht froh darüber, dass das ein Sujet ist, wo wir komplett ausgeschlossen gehen. Die Logementstische Diskussionen ohne uns sollen stattfinden, obwohl wir da auch mit unseren Positionen richtig wichtig vertreten wären. Ein nächstes Thema ist das von der Umwelt. Da tun wir morgen noch lange diskutieren, dann das hart, was man muss dazu sagen als Konklusion zum Klimaschutz. Wir wissen, kennen alle guten Situationen, an denen wir uns befinden. Und an der Situation, wo wir sind, und das so nicht nur für den ganzen Planeten, das gilt natürlich dann auch für Island, also absolut nicht möglich, dass wir Spuren Klimaschutz. Und das ist das, was teilgemäht wird. Und das ist eine Realität, weil wir haben Spurmesuren ob vielen ökologischen Hilfen für die Leute. Wir sind auch dafür, dass bei den Hilfen für die Elektroautos zum Beispiel für Photovoltaik und so, dass du eine soziale Selektivität können, dann dass nicht dem am dicken Auto muss selber viel entlastet gehen. Mit das kann ich aber nicht so, dass den ein kleines Auto hat, auch Männer kriegt. Das ist dann nicht mehr sozial selektiv, aber das ist einfach Männer so ein Ausgleich für die Hilfen. Und das ist gespürt.
Und das können wir als nicht erlauben. Sorry, wir sind in einer Situation, wo lo keine Zeit mehr ist, für so mehr Spuren auf der Klimafrage. Und das Schlimmste, auf dem Dote Wolle ist natürlich de Budget pluriannuel, das war schon vier Etat de la Nation, wo wir eben gesehen haben, dass die Investimenten an den Klimaschutz raufgehen. Ob die nächsten 2-3 Jahre, an der das nicht mehr legitim. Und da sind wir sehr bei dem Energiepreis froh. Und du musst man einfach appellieren, also GBL, weil wir stehen für die Kaufkraft von den Leuten, für die von den normal stieflichen Leuten, muss man mal sagen. Und die Energiepreisdeckel sind aus sich abgehoben gehen, weil sie sind alle gute fort, außer den elektrischen, die auf den Pellets sind fort, die auf den Gas ist fort, die auf den Masut ist fort. Weil gesagt wird, die Preise gehen nicht mehr so extrem an Lot, gehen die Deckeln abgehoben. Ich will aber just sagen, dass laut Stadtteil bei den Prävisionen für das nächste Jahr der Gaspreis soll nach 17% klammen. Also 17% Preiserhöhung möchte etwas aus für die normalen Leute. Und da beim Elektrischen wird nach 50% gedeckelt auf dem Preis. Und wir haben an der Chambre des Salariés eine Höchstrechnung gemacht, was das bedeutet für alle Guten. Und hier so ein Ménage moyen, also wirklich ein Durchschnittsverbrauch, an einem Durchschnittshaushalt mit einem Durchschnittsgehalt, hat, wenn er mit Gas heizt, dann normale elektrische Konsumation hat, eine Depense von 600 € pro Jahr mehr. 2025. Und das ist vielleicht für eine Regierung dann nicht so bedeutend, aber das für ganz, ganz viele Leute viel suchen. Und das möchte ein Coup an ihrem Budget, die etwas ausmischt. Und kann noch viel mehr hoch gehen, wenn wir an einer Situation sind, wo ihr nicht mit Gas heizt, mit Wärmepumpe zum Beispiel, da geht Konsumation oder dann elektrische Roboter, da sind wir bei rund 1200 € Tür, wo du mehr kannst. Aber wie gesagt, das sind ganz graff Durchschnittsbeispiele, das wird individuell ein bisschen anders ausgesehen, aber die sieht aber anhand von den Beispielen, dass es für uns alle Gute wird mehr kosten, die Energie teuer. Und wir waren auch nicht der Meinung, dass in Lo Eternum do soll die Leute Tätzes bezahlen, das geht ja auch nicht. Wir sind nicht mehr an dem sogenannten Phasing-out-Szenario, wo man gemerkt hat, geht den los, irgendwie ein bisschen rauf mit den Deckeln, wir haben aber einen abrupten Cut an den Leitwerte sperren. Das mal zu all den allgemeinen Sujets, und da kommen nicht zu den zwei letzten Sujets, aber das sind aber die an unserem Ricke-Murschei, an unserem Kehrgeschäft, wenn wir so am meisten treffen. Das ist sicherlich erstens das von den Pensionen und zweitens das von der Arbeit. Das ist ein bisschen logisch als Gewerkschaft, dass man so und das sind die Sujets, die es brennend interessieren. Und das sind aber auch die Sujets, wo die Annoncen am meisten Sorge machen, muss man mal so sagen. Bei den Renten brauche ich nicht mehr weiter darauf anzugehen, weil wir haben schon viel dazu gesagt. Und ich meine, auch nicht eine extra Pressekonferenz zu der Rentenreform, weil die wird noch kommen. Beim Dossier zu der Rentenreform waren mir extrem rose, wo die Annonce von der neuen Regierung gemäht gesehen, weil schließlich ist okay, keine Partei an die Wahl gegangen mit irgendeinem Wort zu den Renten. Die Stadt kennen an seinem Programm stehen, wir müssen die Rente reformieren, knapp gewählt, dass es dann aber groß rauskommen. Und du sind Annonce gemacht gehen, die natürlich komplett gegen ein starken Pensionssystem gehen, den wir im Moment tun. Dann haben Gewerkschaften direkt reagiert, da gesagt, so nicht. Aber gesagt, dass du musst mal, wenn wir über die Rente schwätzen, dann muss das können an alle Ruhe an einem Tripartit-Kader gemäht gehen. Und du hast gesagt, ja, nee, das gehört nicht an ein Tripartit. Das schwätzen wir mit der gesamten Zivilgesellschaft. Und wir fragen die Meinung, und auch da ist eine gute Sache. Wir sind noch dafür, dass die Jungs sollen hier Meinung gefragt gehen. Wir machen das doch, da ja wir haben selber eine große Jugendorganisation am OGBL. Und wir kommen mit den Jungen zusammen, mit der Studentenvereinigung, mit den jungen Parteien, also der Jungen bei den politischen Parteien. Aber finalement, ich meine, das ist ganz wichtig, dass man das klar auch äußern,
wenn wir wollen eng seriös über Renten debattieren und das ist so ein wichtiges Standbein von unserem Sozialstaat und das ist so ein wichtiges Standbein auch von unserem Lützeburger Sozialmodell, weil du lässt dich auch eine Gesellschaft drum müssen, wie gehen wir mit den Leuten, die am Alter sind. Und das ist nicht einfach eine Reform für viele, die ihn durchstreckt. Da kann alles ändern. Aber wenn wir wollen seriös darüber schwätzen, da geht es nicht einfach an Preise und möchte in Annoncen, da schwätzen sie da zu summen unter den Sozialpartner, de Force vive de la Nation, auf vier und allem an diesem Kontext Renten, unter denen drei, die das System bezahlen. Und das sind Betriebe, und das ist der Staat, und das sind schlussendlich die Syrien, und das sind wir sind die Vertreter von den Syrien, wir sitzen an denen Gremien, wo der Tote soll diskutiert gehen, und da appellieren wir aber auch daran, dass da weiter da soll Diskussion gefordert gehen. Aber für und allem, und ich meine, die wichtigsten Appell und Regierungen, die mir dann auch auf dieser Platz weitergehen, weil wir über den Dove im Moment man nicht schwatzen zu dem Sujet, dass man Mojibel könnte nicht zu einer Verschlechterung von unserem Rentensystem. Wir haben das oft gesagt, wir haben ein gesundes System, wir haben von den Besten auf der Welt, an ein gesund, an auch soutenabel, wie sie sagen. Wir haben eine Reserve von 27 Milliarden, wir haben ein öffentliches, solidarisch finanziertes Rentensystem, das nicht ermöglicht ist, daran die nicht eine Sozialhilfe zu machen, aber eine Kompensation für das, was die Leute hier das Leben lang geschafft und verdient haben. Und das soll das Rentensystem Sinn bleiben. Das heißt, du gehst mit uns kein Veto langscht. Wir werden uns nicht alles auf eine Verschlechterung von den Leistungen oder eine Erhöhung vom Rentenantrittsalter. Au contraire, wir sind der Meinung, dass unser System pur Stellschrauben hat, wo muss gedreht gehen, eine Verbesserungen hat, vor allem durch die Reform, die 2012 gemäht gehen, also an die Verschlechterung am Matzesport hat. Wir haben uns immens viel damit beschäftigt. Und wir werden da rauskommen an den nächsten Wochen am Ende. Wir haben uns viel damit beschäftigt, für auch mit Zahlen zu beweisen, dass die Langzeitprojektionen, die gemäht, die sie falsch sind. Und da wird den UGBL und das machen wir auch zusammen mit den anderen Gewerkschaften, hat nur Bausen so die Zukunft zum Schwarzmalerei, die hält nicht Straße, wir haben alles fähig zu weisen, wie wir gesund und soutenabel durch das System können feiern und auch für gute Pensionen an der Zukunft weiter können sorgen. An der machen wir auch nicht heute mit mehr, der wirst ein bisschen du setzt, an dem die man du setzen an die Richtung, an der es soll gehen. Auf jeden Fall, man muss keine Verschlechterung von einem starken öffentlichen Rentensystem, aber nicht notwendig ist, Wirma ist doch, und wir gehen auch da auf die Straße von uns sehen. An die letzten Sujet, wo ich gesagt habe, den ist viel Herz leute, das natürlich da bist. Bon, das ist evident, wir haben aktuell eine Regierung, die pumul auf verschiedene Wege noch am Etat der Nation erzählt hat, da bist recht willen zu flexibilisieren. Und du gibst ja jetzt Alarmglocken, du so, du kann nicht sein. Wir erinnern nun, dass das Recht da ist, für Salarien zu schützen, weil die sind an einem Salariatsverhältnis vis-à-vis von einem Employer, an einem Betrieb, und dafür haben wir ein Droit de Travail, und das ist auch gut so, für die Salarien eben zu schützen an seinem Arbeitsvertrag. Und das Arbeitsrecht ist nicht da, für die Kompetitivität von den Betrieben zu erhöhen. Und das ist auch nicht da für die Croissance abzudrücken oder für Emploi zu generieren. Und dafür ist das Arbeitsrecht auch wichtig und gut. Und muss sicherlich verbessert gehen. Also wir haben ja selber Forderungen auf viele Pläne, wo man so, du hast es einfach, du hast es nicht mehr aktuell, nicht mehr up-to-date. Und du siehst mal heute eine Realität vom Tissu Ökonomie, von der Marché de l'Emploi zu Lützeburg, wo wir neue Gesetze brauchen. Aber das kann sicherlich nicht eine Verschlechterung sein. Weil an dat Sommer op viele Plazen an mir liewen dat am Alltag durch als Präsenz Terrain, allen ökonomische Bereiche, an alle Berufe, bei den schaffenden Leuten. Die Leute also net
unbedingt viel besser gegangen an den letzten Jahren auf der Arbeitsplatz. Mit geht ihnen oft mich schlecht, dann oft mich sterben Leute krank. Und wir haben immer mehr Situationen von Surcharge mental, von Problemen zu dekonnektieren, von Burnout, von psychosomatischen Konsequenzen vom Stress. Von der Charge. Und an dem Kontext können wir nicht akzeptieren, dass sie flexibilisieren wir nach der Arbeitsrecht an gehen hin an wollen als Arbeitszeiten finalement am Sinn vom Employer flexibilisieren, was mich sogar verlängern. Das ist ein No-Go. Also du hast ein Rotlinie für uns depassiert und mir geht ganz stark davon aus, dass das von den größten Matcher wird sind, die man am Hirsch müssen feiern mit der Regierung. Am Moment ist es nicht immens konkret. Wir gehen auf das, was am Koalitionsprogramm steht, was der Métat de la Nation gesagt hat, was die Insel politisch Vertreter eben so suchen. Mir wann ist davon geschwart wird, dass die wöchentlich also wie nennt das die Repos an der Woche soll flexibilisiert gehen, die zwischen 2D soll flexibilisiert gehen, wann Arbeitszeiten zur Diskussion solle stehen, wann die allgemeine Arbeitszeiten solle flexibilisiert gehen, dann sind wir in einer Situation, wo wir es müssen wären. Also ganz echt, du gesagt das nicht ganz gut aus. Und an dem Kontext, so ich denke ganz kurz, weil das ja nicht für alles immer zu devaluieren, auch auf der Place Publique. Wir sind ja ganz oft an einem Komitee permanent du Travail et l'Emploi gerufen, das wisst ihr, bei dem neuen Arbeitsminister. Aber am Allgemeinen kann ich sagen, wir kommen an das CPT, wir stellen als Position durch, das Patronat mischt das selber, und da gehen wir also hin. Und da kennt nicht wie viel. Und wir haben keine engen Konklusionen oder Diskussionen, die da noch entstanden sind aus den Sujets, die wir abordiert haben im Moment. Und lo sind wir für diesen Donnerstag an ein CPT-Group über die Arbeitszeiten, wo eben ein Punkt durchsteht, Modernisation du temps de travail, Tour de Table. Dann wissen wir ein bisschen, was dabei durchkommt, wie Positionen da werden ausgesehen, die Part d'autre, und dann könnt ihr euch auch darauf erstellen, dass man da nachwerten Diskussionen kriegen, die zum Teil auch ganz heftig werden, weil sie eben divergent sind, die Interesse auf der Frage von der Arbeitszeit zwischen den Arbeitgebervertretern und der Gewerkschaftszeit. Aber dasselbe gilt für das Kollektivvertragsgesetz, auch das haben wir schon angeschaut. Wir fordern, wie lange das muss ein anderes Kollektivvertragsgesetz gehen, weil wir mehr Kollektivverträge brauchen. Wir können eine europäische Direktive, die ihr seht, wir müssen mehr Kollektivverträge zu Lützeburg kriegen. Wir haben einen konkreten Aktionsplan für mehr Kollektivverträge. Wir haben ein CPT, wo wir gerufen gehen, wo wir das wiederholen, wo wir Ideen auf den Weg gehen, wie kriegen wir mehr Kollektivverträge. An im Moment sind wir ein bisschen am luftleeren Raum. Wir wissen nicht, ob was immer durchgehen. Par contre, haben wir eine Arbeitgeberseite, die stark sich dafür einsetzt, dass Kollektivverträge nicht sollen mit den Gewerkschaften negoziert gehen. Und da appellieren wir einfach mal und Vernunft von jedem. Und das, was durch Europa sieht, was durch an der europäischen Direktive sieht, wenn man so auf 80% Kuvertur von den Kollektivverträgen kommen, dann ist das mit den Sozialpartnern, mit den Gewerkschaften verhandelt. Dann das ist nicht akzeptabel, dass ihr auch nicht mehr auf die Idee sollt kommen, zu so einem Kollektivvertrag, die von den Betrieben längst an die verhandelnden Patronen mit ihren finalement subordonnée hierarchique matière salariale. Die nicht die notwendige Unabhängigkeit haben, wie wir als Gewerkschaft haben, die nicht die Neutralität haben, die aber auch nicht gleichzeitig die finanziellen Mittel haben, die Kompetenzen haben, die überhaupt Ressourcen haben, für den Kollektivvertrag können gut zu verhandeln und noch sinnvoll am Sinn von den besseren Arbeitslohnbedingungen. Sodass das sicherlich wird das Thema Sinn und vielleicht auch der nächste am Hirsch, auf dem wir werden eine Streitdiskussion kriegen, das wir mal so ausdrücken. Wir haben dann aber auch bei dem nationalen Vorstand auf dem politischen Teil aufgeschlossen aus sich mit einem Phänomen, das wir beobachten, an dem uns alle gut ein bisschen Sorge machen, was Diskrimination von den Frontalieren anbelangt.
Die wisst ihr, dass mir als immer ersetzen, also Gibel kein Unterschied zwischen Residenten und Frontalien, das dürfen nicht Sinn, die schaffen halt, die bringen dieselben Apport, die schaffen Summen halt Reichtum vom Land, halten als Ökonomie, umdrehen. Wir sind noch darauf angewiesen, wir wissen das, gerade an Zeiten von Pénurie de Main-d'œuvre, an Talent Attraction und so weiter. An denen Zeiten kommen wir aber immer mehr an Situationen, wo Frontalier sich muss vorstellen, lohnt sich dafür mich, all die Kilometer zu machen, sie wird Grenze zu fahren, für auf Lützeburg schaffen zu kommen. An ein Thema, wo wir heute spezifisch diskutiert haben, als das von den deutschen Grenzgängern. Weil wir haben lange nicht mehr davon gesprochen, das Problem ist aber nicht gelöst dafür. Ihr wisst, wo wir schwatzen, die froh von der Besteuerung von den Überstunden für deutsche Grenzgänger. Wir haben nach immer keine Lösung. Das ist ein Problem von der praktischen Anwendung, die dann decidiert wird. An Deutschland dann gesagt wird, die deutsche Grenzgänger hier Überstunden besteuert. Und das kannst du eine enorme Mehrbelastung von den, also aktuell rund 50.000 Pendler aus Deutschland, die auf Lützeburg schaffen kommen, von denen all die eben Überstunden machen. Und das ist schwer fassbar, greifbar, oder manchmal deklariert Überstunden machen. Wir hatten Situationen an unserem Saal schon, also wo es losgegangen ist, am Nationalen Vorstand, wo Leute aus allen Sektoren, die gesagt haben, wir haben immer mehr Kollegen, die so der Mensch nicht mehr, der Mensch einfach keine Überstunden mehr in der Creme, also an der Industrie, an der Gesundheit, am Pflegesektor, wissen wir ja, dass wir angewiesen sind, am Garagesektor, am Transportsektor, am Handel, wir überall, wenn die Leute so ein Mensch nicht mehr, da kriegen wir ein Problem. Und dafür appellieren wir ganz hell, hey, und unser Finanzminister, mit dem wir schon getroffen haben und so, dass er eine Lösung findet. Dass eine Lösung annonciert gehen. Der Gilles Roder im RTL-Interview hatte gesagt, dass sie darüber nachdenken, Kreditimpôt, Steuerkredit anzuführen. Wir brauchen irgendwo etwas Greifbares, wo die Leute sich darauf verlassen, dass sie eben nicht ein B-Mal am Jahr 1.500 € mehr zu bezahlen, wie sie es vorher hatten. Ob einem Revenu, wo sie das Leben darauf abgestaltet und ihr Prägemäht und ihre Familien darauf abgebaut und ihr wisst, wie die Situation ist. Aus dem Grund, weil das ein bisschen ein technisches Sujet ist, weil es aber gleichzeitig ein ultrapolitisches Sujet, also ein so wichtiges für uns alle Guten, als den James March auch heute mit dabei ist auf der Pressekonferenz. Und James ist politischer Koordinateur für die Ruhe von den deutschen Grenzgängern Moribel. Hinas Dossier drauf, hin heute Morgen eine PowerPoint-Präsentation zum Dossier gemacht. Hinas am Kontakt mit dem deutschen Finanzministerium, mit dem Lützeburger Finanzministerium. Dafür als noch haut falls von ihr nach mehr konkret, weil du so Fragen stellen, auch praktisch Fragen für ihr Rede und Antwort zu stellen. Zu dem duten Sujet. Mais do ist sicherlich Affaire à suivre, wir appellieren wirklich schon die Regierung an den Finanzminister, bitte fand eine Lösung dazu, weil es kriegen wir ein seriöses Problem. Bon, ich muss sagen, dass es ein bisschen gleich wird ausgesehen auf Frankreich. Mit der Konvention fiskal, die soll in Kraft treten 2025, wo dann auch die Leute, die Revenumix tun, auch Werte müssen Steuern auf ihre noch supplementären bezahlen. Das sind auch noch einige Zehntausende von Leuten, wo man die nächste Problem nur kennt. Und auch dazu haben wir kurz noch geschwatzt. Voilà, ein bisschen für den Rundumschlag, Tour d'Horizon über all die politischen Sujets, die wir debattiert haben. Die sieht ein bisschen da, geht es nicht aus, wir stellen uns darüber an, dass wir kontra viel abschreien, dass wir es muss noch Pratt machen und sensibilisieren die Leute, ob die eine große Frage wie Arbeitsrecht, Pensionen, Steuern etc. Und dann weiter einen Job machen. Dafür sind wir auch da. An dem haben wir aber nicht nur auf nationalpolitischem Terrain, natürlich auch an den Entreprisen. Und du ganz kurz, wir haben heute ganz kurz über die Luxemburg geschwärzt, Aviation, da haben wir heute Sozialwahlen. Die laufen im Moment. Die hatte nicht den 12. März gewählt, wie all die anderen Betriebe am Land, weil den Transfer d'Entreprise mit dem Luxair Handling noch nicht aufgeschlossen war. Los, da alles an richtigen Discher. Der Tisch haut geht bei 2000 Leuten bei der Luxair und 1200 Leute bei Luxair Handling gewählt.
Dann haben wir leider aber traurigerweise aber notwendig natürlich über die Situation John Sink geschwart. Wir haben den Morgen ein Kommuniqué rausgeschickt, ich weiß nicht, ob das schon gesehen hat oder damit stand, aber das ist ein Sozialplan angekündigt beim Industriebetrieb Transfermito John Sink. Auch von den Konzernen, wo amerikanische multinationale Konzerne, wo als Lützburg ursächlich sind, wo den Aktionären in Amerika diese Idee, da können wir ein bisschen spuren, an eine ganze Service halt wollen zu Lützburg zu machen, die nicht so terribel viel Leute betrifft, aber das ist egal, wie schlecht sehen. Auch wenn wir an Zeiten sehen, wo wir immer so, wir müssen die Industriestandort Lützburg aufsichern, die Arbeitsplätze aufsichern, sind heieren so viele Leute, denen hier berufliche Existenzen um Spiel sind an Nogibel sich da setzen dafür, dass so man wie Menschen Leute entlosgehen an die entlosgehen eben nicht durch Netz fallen an abgefangen gehen an gute Sozialplan auch ob man es kann verhandelt gehen und dann da bleibt man da im Ball dann sind wir haben wir den Rückblick gemacht ob die Geschichte bei den Polizisten dazu kommuniziert ich gehe noch nämlich weiter drüber an jahrelang haben wir gestritten dass Polizisten mit einer Premiere auch an der BE da klassiert die Karriere auch die schon da sind an der das lo passiert das ist immer Frau wir sind ob Situation bei der von der Abgegangen das sind all die psychosoziale Berufe die an den Centre de Kompetenzen schaffen unter Schulen also das war früher die DIF und so weiter die sind an einem großen Litige mit ihrem Minister und du leider Projekt durch dass sie neue Tasche solle kriegen und das bedeutet ganz Reihe und seriösen Verschlechterungen sowohl was hier Arbeitsinhalte anbelangt wie aber auch hier Arbeitsbedingungen der Friedrich Kreher ist zuständig für das Dossier das auch do van der Frohen Hut und wir haben Leute begegnet an die sind zu viel mehr kommen wie man gemerkt haben an diese richtig Rosen an durch ein homologe Protestpiquet in Donnerstag, der 4. Juli um 17 Uhr vor der Chambre mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem dortigen Bereich wo do Ranke klar so dass es so nicht geht und dass sie musste gelauscht hat gehen Martine geschwart gehen an hier Situation beruflich nicht kann unilateral so verschlechtert gehen voilà. Viel zu viel mit das halt viel wir haben viele Arbeit für uns wir sind auf vielen Dossien dran du hatte man auch ganz viel interner neue Nominationen neue Zentralsekretäre neue Leute dann ist gut so an frisch abgestaltet nur die Wahlen an wir präparieren also Kongress nach by the way das den Kongress vom OGBL Gremium vom UGBL wird alle 5 Jahre stattfinden wird am März 2025 stattfinden und du haben dann Präparativen umlaufen pur Info voilà, also nicht viel muss merci und ich weiß das ist immer ein bisschen unmöglich so so viel Informationen wir probieren ich aber ein bisschen mal zu delen wo wir überall am Gang sind drauf zu schaffen. Ich gucke drin und ich habe es Fisches vergessen. Könnt immer viel. Okay. Nee. Ist nicht massiv.